Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Panorama aus dem verregneten Bern. Wir haben heute folgende 2 Beiträge für euch parat. Die Initiative zur Einschränkung von Feuerwerk und was Klimaveränderung für die Skigebiete bedeutet. Feuerwerk nicht verbieten, sondern einschränken. Das fordert die eidgenössische Initiative, die aktuell im Parlament diskutiert wird. Die Feuerwerksinitiative ist im November 2023 erfolgreich eingereicht worden mit 137'000 Unterschriften. Die Fondation Franz Weber war von Anfang an als Trägerorganisation mit dabei und hat geholfen, dass wir die Einreichung zustande gebracht haben. Auch mein Hund, der Juri, findet es natürlich überhaupt nicht lustig, wenn Feuerwerk unkontrolliert abgelassen wird, oder? Weil er immer wieder, wenn es klopft, verschreckt, ängstlich ist, sich verstecken will. Und darum habe ich auch, nebst anderen Argumenten, natürlich auch persönliche Motive, hier mitzumachen und finde es wichtig, mich in diesem Bereich zu engagieren. Die Initiative möchte Menschen und Tiere besser vor dem Lärm schützen, vor allem, aber auch die Natur vor den Belastungen. Es ist Feinstaub, der in den Boden gelangt, es ist Abfall, der liegen bleibt. Es hat immer zugenommen, echt punktuell, dass mehr so grosse Schachteln, Schuhschachteln rumliegen. Das ist wirklich lästig. Es ist halt schon die Rinder, aber auch die Hühner, die spüren es schon am meisten. Und natürlich auch noch viele Hunde auf dem Hof. Das ist natürlich auch das Thema. Das Ziel ist, dass wir die private Knallerei einschränken und dass wir uns auf die öffentlichen Feuerwerke konzentrieren. Die Wildtiere, Säugetiere und Vögel, die vergisst man leider immer wieder ein bisschen, oder? Und gerade in unserem Siedlungsraum hier im urbanen Gebiet leben sehr viele Wildtiere. Und die werden natürlich auch, und gerade im Winter, wenn der Nahrungsbedarf schon knapp ist und sie Energiereserven brauchen, kann das natürlich massiv stören und auch zu hohen Mortalitäten führen sogar. Jetzt sind wir knapp 2 Jahre später und stehen hier und haben einen parlamentarischen Gegenentwurf. Uns als Trägerorganisation ist wichtig, dass wir diese Einschränkung erreichen können. Im Idealfall wäre es so, dass man natürlich auf Knallerei verzichten würde, im besten Fall. Es gibt eine gute Alternative heutzutage, Feuerwerke, die nicht knallen. Und ich denke, das ist ein guter Kompromiss, der am Schluss endlich auch den Wildtieren zugutekommt. Wir haben aktuell in der Vernehmlassung eine Bevölkerungsstellungnahme mit fast 40'000 Unterschriften. Und diese Menschen sind ganz klar der Meinung, es braucht eine Veränderung, es braucht eine Einschränkung. Und jetzt ist eigentlich der Auftrag bei der Politik, dass sie hier einen griffigen Gegenvorschlag verabschieden im Parlament. Weisse Berge und Schnee bis ins Mittelland. Was vor einem halben Jahrhundert noch normal war, ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Die Botschaft von Thomas Egger, dem Direktor der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Berghilfe, ist klar und unbequem. Man muss sich von der Idee lösen, dass man wieder zurück in die 80er Jahre gehen kann. Klimawandel ist eine Realität, das ist ganz klar. Aber auf der anderen Seite auch die geänderten Kundenbedürfnisse. Das heisst, dass es heute eigentlich viel weniger Leute mehr gibt, die überhaupt schon nur Ski fahren, wollen Ski fahren. Wenn man jetzt gerade eine Situation anschaut wie heute, wo im Mittelland Nebel ist, das Einzige, was die Leute wirklich wollen, ist an die Sonne gehen, in die Berge. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Also nur Winterwandern, das reicht denen heute meistens schon. Jetzt habt ihr ja vom Mittelland geredet. Sind die höher gelegenen Regionen nicht betroffen? Doch, die betrifft es natürlich auch. Das erste Mal jetzt, dass überhaupt eine Verlagerung wahrscheinlich stattfinden wird, von den tiefer gelegenen und höher gelegenen Gebieten. Die müssen sich auf das positionieren. Und nachher wird aber auch das geänderte Kundenbedürfnis, aber nachher auch wirklich die Bedeutung des Schneetourismus, die genau gleich bereichen. Und die sind gut daran beraten, sich heute zu positionieren auf das Szenario. Man muss sich einfach wirklich von der fixen Idee lösen, dass im alpinen Tourismus der Schnee das einzige Produkt ist. Es gibt so viele gute Möglichkeiten. Für mich der Lösungsansatz ist wirklich richtig, Ganzjahrestourismus zu gehen. Insbesondere nicht nur den Sommer zu stärken, sondern auch den Frühling und den Herbst zu bespielen, weil das sind wunderbare Jahreszeiten, genau bei uns in den Bergen. Ihr habt vorher noch etwas gesagt von einem GA für alle Bergbahnen. Also es ist logisch, ideal ist, die Kunden die sind Zeiten sehr mobil. Oder? Heute haben wir einige Pässe, die schon eingeführt worden sind, wie der Magic Pass. Und man sieht, das funktioniert ausgezeichnet. Warum nicht nacheinander ein GA für alle Bergbahnen einführen? Wie es mit dem aktuellen Wetter weitergeht, erzählen euch gerade im Anschluss unsere Kolleginnen und Kollegen von Meteo News.
Das wäre es auch schon wieder vom heutigen Panorama. Mehr Informationen zu den Beiträgen findet ihr auf www.plattformj.ch oder auf unserer App. Ich sage merci vielmals fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Adieu miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Sie im Audio an und sich der Ladies jetzt mich wollen, dann bin Sie im Audio verkauft. Bärenstarke Ferien. Made in Bern. Ganz herzlich willkommen zum Plattform J-Wetter für den Kanton Bern. Grau und nass beschreibt das Wetter momentan am besten. Zum Teil haben wir noch ein paar Auflockerungen oder Aufhellungen gehabt, aber sonst dominieren ganz klar die Wolken, der Himmel. Und daran wird sich in den kommenden Tagen auch nicht viel ändern, denn ab dem Donnerstag erwartet uns ein stürmischer Tag. Im Laufe des Donnerstags verlagert sich nämlich ein Sturmtief namens Benjamin vom Ärmelkanal zur Nordsee und prägt mit zum Teil stürmischem Wind das Wetter in der Schweiz. Der Donnerstag fängt dann aus der Nacht aus bereits nass und stark bewölkt an. Das Ganze bei rund 10 bis 12 Grad tagsüber zieht dann eine Kaltfront durch mit zum Teil kräftigen Regengüssen, einzelnen Gewitter und stürmischem Südwest- bis Westwind. Temperaturhöchstwert die liegen auf etwa 14 bis 15 Grad. Mit dem Durchzug von dieser Kaltfront kühlt es dann aber relativ markant ab. Die 0-Grad-Grenze liegt zuerst noch auf etwa 3000 Meter, sinkt dann mit dem Durchzug von dieser Kaltfront auf knapp 2000 Meter. Die Schneefallgrenze die sinkt dann im Laufe des Tages auf etwa 1500 Meter. Der Wind der ist am Donnerstag ein grosses Thema. Der erste Herbststurm, der uns hier dieses Jahr erwartet. Die stärksten Windböen die sind zum Mittagszeit Nachmittag zu erwarten. Es ist aber nicht besonders ein starker Sturm. Nur sind momentan noch die Bäume belaubt. Die Angriffsfläche vom Wind ist somit grösser und so können Äste und kleinere Bäume umknicken. Vor einem Spaziergang im Wald würde ich also definitiv abraten. Im Zahlenausdruck erwarten wir Böenspitzen im Flachland von etwa 70 bis 90 km pro Stunde. Auf den Bergen da sind Orkanböen möglich von 120 km pro Stunde. Der Wind der bleibt auch am Freitag dann noch stürmisch, nimmt dann aber Tag für Tag ab. Ich habe es vorher schon kurz erwähnt. Hinter der Kaltfront da haben wir es dann deutlich kühler. Die Temperaturen die liegen bis Ende Woche noch im Bereich von um die 10 Grad. Am Wettercharakter da ändert sich in den kommenden Tagen auch noch wenig. Es geht weiter mit vielen Wolken und immer wieder ein bisschen Regen. Die Schneefallgrenze die liegt dann ab dem Freitag zwischen 1100 und 1400 Meter. Es wird dann also so langsam winterlich in den Bergen. Soviel zum aktuellen Wetter. Ich wünsche Ihnen weiterhin noch eine ganz gute Woche und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.